Hey liebe Leute, Mr. Chair Mike und heute mit dem Klasseneditor von Black Ops 2. Uns haben ein paar Leute gefragt, ob wir den noch schnell erklären können. Und klar machen wir das, weil wir wollen alle vorbereitet sein, wenn es Black Ops 2 rauskommt. Wie ihr seht hier im Klasseneditor hat es ein paar neue Slots gegeben für die Perks, für das Attachment, für das Waffenzubehör. Plus gibt es da noch die Wildcards. Die will ich euch jetzt gerade schnell erklären. Und zwar fangen wir bei den primären Waffen an. Wie ihr seht hier, Sturmgewehr, Shotguns, leichte Maschinengewehr, Sniper plus die ganz leichten Maschinengewehr von der MP7 bis zu der Vector K10 plus noch das taktische Schild. Beim taktischen Schild hat es eine kleine Änderung gegeben und zwar kann man den jetzt in den Boden reinrammen und ist eigentlich völlig losgelöst vom Schild und kann so in die Deckung gehen und kann wieder davor säckeln, ohne das Schild hinten nachtragen. Finde ich eine gute Sache. Die Frage ist, was wird aus dem Heck glitschen, wie hoch ist das Schild? Aber das werden wir in Black Ops 2 dann während der Gameplays und beim selben Spielen natürlich auch sehen. Da jetzt bei der primären Waffe nehme ich mal ZIG 556, schöner Schweizer Sturmgewehr und das ist auch meine beste Wahl, finde ich, gefällt mir gerade bei der Sturmgewehr. Und wie wir hier sehen, vorher ist da ein 10 gestanden, jetzt ist es 9. Das sind Punkte, wo man frei hat, um da die Sachen aktivieren, um sie einzusetzen. Das heisst, man kann nicht wirklich gerade von Anfang an alles freischalten, aber das wird sich dann steigern, wenn man prestigt. Zum Prestige noch schnell, es hat ein paar kleine Änderungen. Punkt 1 ist, wenn man prestigt, wird nicht alles auf 0 gesetzt. Das heisst, man muss nicht wieder alle Waffen freischalten, die sind schon da. Plus kommt man zusätzliche Punkte über. Und die Statistik kann man gerade von Anfang an auf 0 setzen, wenn man das erste Prestige gemacht hat und man merkt, oh nein, das ist überhaupt nicht gut gewesen, meine KD gefällt mir nicht. Dann kann man wieder auf 0 oben runter. Jetzt nehme ich damals Attachment für den Slot 1 und man sieht, es hat ein paar neue gegeben. Ein paar neue, ja. Da nehme ich mir jetzt mal Rapid Fire und beim Attachment 2 nehme ich mir einfach den Griff. Jetzt sehen wir da, wir haben nur noch 7. Dann gehen wir gerade zu den Perks über. Da, wie wir sie kennen, von Flak Jacket über Ghost zu Blind Eye Hardliner bis zu Leichtgewicht, nehme ich mir da mal Flak Jacket. Da können wir natürlich nachher noch die anderen Perks rein tun, aber ich sage jetzt mal, den Perk Slot 2 brauche ich nicht, ich schaffe es auch ohne. Und dann setze ich mal meine erste Wildcard ein, weil ich noch bei Slot 1 einen Perk will. Da kann ich da die Wildcard einsetzen, Perk 1 Greed. Und dann könnte ich da nochmal sagen, gut, ich will da trotzdem noch Leichtgewicht und tue das rein. Jetzt sehen wir da noch 4 Punkte, es wird langsam knapp. Ich will zum Beispiel noch eine zweite Waffe und da haben wir von den Launchers, von der RPG bis zu der Smart, bis zu der Art Javelin, Pistole und natürlich der Crossbow. Da nehme ich mir 5.7 und sage, gut, ich will da noch den Schalldämpfer. Da haben wir natürlich weniger Auswahl, natürlich auch wieder mit Akimbos, aber das Mal sind die Secondary Weapons nicht mehr so stark wie die FMG 9. Da nehme ich mir jetzt das taktische Messer und dann sage ich, gut, ich brauche natürlich noch die schöne Tomahawk und noch die Sensor Grenade. Diese Punkte sind jetzt aufgebraucht. Ich kann da jetzt nichts mehr ändern. Also ich kann nicht zusätzliche rein tun, natürlich kann ich es ändern. Und wir sehen da, es hat natürlich bei den Wildcards noch andere, wie zum Beispiel der Overkill. Dann wird Sekundärwaffe einfach zum Beispiel nochmal ein Sturmgewehr oder ein Sniper. Das ist natürlich auch wieder da. Und zum Schluss noch die Score Streak. Hier ist sie. Und wie schon mal erklärt, das mal funktioniert es mit Punkten. Ist eigentlich überhaupt kein Unterschied zum MW3, weil beim MW3, wenn man zum Beispiel eine Flagge eingenommen hat, hat man ja auch einen zusätzlichen Kill bekommen. Natürlich gibt es noch zusätzliche Punkte, wenn man einen Headshot gibt. Das heisst, wenn man mehrere Headshots gibt, kommt man halt schneller mal auf die Killstreak. Man sollte belohnt werden, wenn man Headshots gibt zum Beispiel. Dann nehme ich mir das fahrbare Auto da mit der Bombe drauf, mit dem C4. Dann wollte ich natürlich noch K9, unsere schönen Doggies. Und zum Schluss noch der Schwarm. Und das wäre eigentlich meine Klasse, die ich anfangen würde. Ich hoffe, ich kann es euch erklären. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden.
Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder irgendwo etwas nicht klar ist, dann schreibt es in die Kommentare rein und ich werde es euch natürlich nochmal versuchen zu erklären, wenn irgendetwas einfach nicht funktioniert oder nicht rauskommt. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, habt's gut. Es kommt dann in 2 Tagen etwa nochmal ein Video vom Rufus und von mir. Und bis dann wünsche ich euch eine schöne Woche, habt's gut und tschüss, peace and out.